Ein herzliches Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Legend Arceus. Part Nummer 60 bereits. Unsere Pokémon sind aber nicht Level 60, aber wenn es vielleicht schon bald demnächst einmal sein. Ja, wir haben noch einiges zu tun hier in Jubeldorf, bevor wir uns um den letzten König kümmern. Denn wie man hier sieht, sind wir schon relativ weit hier mit dem Pokédex. Und da kommt gerade meine Stimme, die ein bisschen... Moment, ich muss ganz kurz mal husten. So, schon besser. Und ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist eben, dass ich jetzt ein bisschen gucken muss, was noch so für Sidequesten zu haben, weil ich will auch mein Team wieder ein bisschen umstellen. Und deswegen, bevor wir da uns halt auch ein bisschen um die Hauptstory wieder kümmern, erst noch in alte Gebiete zurückkehren, vielleicht jetzt auch wieder neue Pokémon zu erkunden, entdecken. Zum letzten Mal, Burmi ist das Pokémon, das in einem Umhang aus Laub gehüllt ist. Unfug, sage ich, in einem Burmi-Creme in Sandgestein und andere Mineralien. Och nö, ich muss Ihnen den kompletten Pokédex-Antrag von Burma Dame zeigen. Lass mich raten. Ja, bei der Unrecht, Mann. Das ist nicht Burmi. Ja doch, ja, Burmi auch. Ja gut, aber bei Burma Dame sieht man es ein bisschen besser. Dieser Zank führt doch zu nichts. Du, Forschungstruppe. Ja. Was? Vielleicht ist das wahre Burmi. Ja, eins habe ich schon. Ich muss gar ein paar haben. Oh, hier mit dem Weiten. Ja, ich muss dringend die Boxen mal sortieren. Mittlerweile haben wir ja viel mehr Boxen. Was ich hier ein bisschen kacke finde, ist, dass ich nicht mehrere miteinander selektieren kann. Pokémon Home wird es ja gehen. Wir können ja eigentlich just for fun mal bei Pokémon Home mal die drei Pokémon, die man als Goodie bekommen hat, könnte man sagen, oder Bonus bekommen hat, wenn man sie zum ersten Mal mit Pokémon Legend Arceus verbindet. Da kriegen wir die drei Starter der Region mit maximalen Fähigkeiten, beziehungsweise Werten. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Oh, warte mal, ich habe sogar zwei. Ich habe sogar drei Typen von Burmi. Krass. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Burmi-Jäger bin. So, nehmen wir mal das hier. Warum hängt es einfach in der Luft, weißt du? Das gibt nur drei Burmis, oder? Oder aber jetzt irgendwie einen Knoten im Hals. Ne, waren nur drei Burmis, oder? Verschiedene Typen. Was wollt ihr jetzt? Das hier. Ja, warte mal. Hier ist eine Dame. Hier. Die Lumpen fehlt. Wer ist das wahre Burmi? So. Dann zeig ich dir jetzt mal ein wahres Burmi. Ja, das hier. Das soll ein Lumpenburmi sein? Ich weiß nicht. Aber ich glaube schon, wa? Ich war so schroff zu euch. Oh, mir tut's auch leid. Deine Hilfe war Gold wert. Auch gern gemacht. Blattstein bekommen. Das finde ich aber nice. Ein fucking Blattstein. Den nehme ich gerne. Dankeschön. So, eine weitere Quest erledigt. Perfekt. Dann haben wir hier vorne nochmal eine. Und dann können wir schon mal wieder auf die Reise begeben. Die Reise beginnt. Die Reise beginnt. Bevor ich das vergesse, ich kann noch ganz kurz auf die Farm gehen und nochmal euch zeigen, was ich meine mit dem Sortieren und so.
Oh. Okay, hab nichts gesagt. Scheiße, man kann es da oben ja machen. Nein. Verdammter Mist. Oh, ist das peinlich. Okay. Gut, machen wir weiter 29. Warte mal, dann machen wir es doch anders. Wir haben... Mach mal... Nee. Kann ich irgendwie die Box auch umbenennen? Ah, Namen ändern. Hier. So, was ich mir mal überlegt habe, ist, dass wir... Ich mache jetzt hier mal eine Shiny Box. So, nee. Nein! Oh. Was ist denn das für eine? So. Übersicht. Dann Namen ändern. Hier mache ich mal temporär eine Herrscherbox. Es wird ja vielleicht auch mal noch mehrere geben. Das ist jetzt trotzdem mal noch ein bisschen besser sortiert. So. Viel bewegen, so haben wir die beiden, wa? Ja, aktuell sind ja die beiden. Theoretisch können dann irgendwie unsere Beine wie hier wieder haben. Machomai und Piondrag auch dort ablegen. Ich muss mal gucken. Dann Team. Eigentlich wäre es eine Teambox, wobei man sich hier überlegen kann, ob es eine potenzielle Teambox wäre. Seong. Ja, nice. Wasser-Pokémon wäre eigentlich schon mal nice, ganz ehrlich. Wenn man statt Tanupto, weil es eh schon so stark ist. Das sind eigentlich die mit dem Potenzial, oder? Potenzielle, das sind ja die, die wir im Team haben. Oder Team hatten, besser gesagt. Mehrere freilassen. Nee, nee. Das wird jetzt gerade nicht. Warte mal, dann... Nein! Oh! Warum muss es hier immer so anders sein, als zum Beispiel bei Pokémon Home oder anderen Spielen? Alter, so. Namen ändern. So, wie ich das hier mache mit denen, weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob er da irgendwie, keine Ahnung, die mal nach Namen sortiert oder so. Wäre eine Option. Bin ein bisschen schade, dass man nicht die Pokémon sortieren kann. Mehrere freilassen, ja genau. So sehe ich aus. Ich nehme gleich mal ein Sichlo mit, weil eben ich will das eventuell noch zum Sherox machen. Kramux als Kramchef natürlich geil, war hätten wir einen Unlichtflug. Ja, bleibt es so. Geistgift, Feuerkampf. Hier in Stahltyp, ja, Käfer Stahl halt. Das ist schon was, muss ich zugeben. So. Einmal so testen, weil man mit Seeung auch mal ein bisschen leveln kann. Entwickeln müssen wir es ja auch mal und glaube Tanupto tut eine kleine Außen auch nicht schlecht. Kann natürlich theoretisch mal noch gucken, dann Trasselt er auch mal gerne im Team. Freunde, wir haben auch zu wenig Pokémon im Team. Warum kann ich nicht irgendwie fließender wechseln oder so? Einfach sagen, hey, ich habe den Gegner, okay, jetzt brauche ich das Pokémon oder so. Noch viel geiler. Ach, unser scheiß Bammelins, die alle nicht irgendwie das Richtige waren. Ja, dass ich hier... Gut, ich kann es ja suchen hier, aber... Markierung. Ressorts sortieren kann ich. Ich kann aber nicht nach Herrscher suchen, wa? Wesen wollen wir verarschen? Warum soll ich hier nach Wesen suchen? Ja, es gibt ja gar keine... Ah doch, Wesen gibt es ja noch, die Fähigkeiten gibt es ja. Wesen gibt es ja. Da ist auch sowas, ey. Wesen, kein Problem. Geschlecht gibt es auch. Fähigkeiten, nö. Da hatten wir zum Teil auch so, hä, sind wir jetzt mal ein neues Pokémon Let's Go oder was?
Hauptsache kann mich beschweren, wa? Könnte man sich ja manchmal denken. So. Aber egal. Hat jemand eine große Rate gefangen oder habe ich das irgendwie damals besiegt? Weil damals noch unfähig war, irgendwelche Herrscher zu fangen. Aber stellen wir heute zum Teil auch nicht besser an. Also von dem her. Okay, ein Kaumelat. Ja, aber eigentlich auch mal im Team, ganz ehrlich. Ja, wir werden dann noch ein paar Dinge ändern, Freunde. Aber einfach schade, dass irgendwie die stärkste Bodenattacke hier irgendwie, also physischer Natur, Dampfwalze ist. Kein Erdbeben gibt oder sowas. Das ist echt schade. So, eine Inkognito-Box war natürlich dringend, da ist klar, da wird es auch geben. So, jetzt sind wir da schon mal ein bisschen. Ja, aber sortieren, wie gesagt, mache ich dann. Entschuldigung. Das Sortieren selbst innerhalb der Boxen zu machen, dann offscreen, das schon. Weil das wird mir jetzt auch zu lange dauern. Ich denke, das hier kann ich mal noch zeigen, weil. Ja, wir sind jetzt auch schon so weit mit der Story. Fehlt aber nur noch irgendwie ein Reise-Pokémon. Um was zu fliegen halt. Irgendwie so ein Flug-Pokémon halt. Und ja, von dem her sind wir doch schon relativ weit, kann man so sagen. Kannst ja auch mal die Zeit für sowas nehmen. Finde ich zumindest. Aber ja, wir machen natürlich heute noch was anderes, ja, als nur hier die Boxen rumkrauchen und so. Hier müssen wir irgendwie mal. Also mache ich aber offscreen, ja, hier mal zu gucken, welches Pokémon ich theoretisch noch als Potenzial sehen würde für unser Team. Dem wird sicher irgendwie mal noch ein Kaumler oder so gehen. Da haben wir irgendwie nochmal einen Knacksel gefangen. Kürzlich. Nee. Ernsthaft? Habe ich das auch besiegt? Die hat jetzt gefangen. Alter, ganz ehrlich, ey. Wieso fange ich eigentlich diese Herrscher-Pokémon nie oder so selten? Ich könnte auch überlegen, ob ich statt nach Namen irgendwie mal nach Typen sortieren will. Ah doch, hier, Knarks haben wir doch. Okay, dass ich das nicht gesehen habe. Kamelat, so, irgendwann mal gibt es eben hier noch ein besseres Skorgler. Was eigentlich auf Level 44 schon verdammt starke Werte hat. Der Angriff wundert mich ein bisschen, realer sein soll, dass er so hoch ist. Naiziros, Rihornier machen. Die ganzen Evolis natürlich, ey. Alter, da wird auch schön. Ja, ein paar haben wir schon mal. Ne? Das könnte auch schlimmer sein. Oh. Stimmt, Papferno hat hier einen relativ hohen Pokédex-Eintrag. So. Mach hier irgendwo, wa? Ein paar Sneebel, die wir damals noch gefangen haben. Mhm. Die Voltoballs. Stimmt, Rotom ist ja auch ein Herrscher. Ich weiß, das geht so schneller. Ups. Ja, vor allem, wenn man es natürlich falsch macht. Oh. Michael, please. Ja, mit den Herrschern läuft es besser auch schon. Kann man, glaube ich, so sagen. So. Ja, wir werden sowieso alle Pokémon noch irgendwie entwickeln müssen und so. Die Pokédex-Einträge, da wird aber erst zum Schluss kommen. Garados. Hätte ich aber irgendwie, muss ich zugeben, und da ist ja das, war, weil ich gerade denke, ist doch eigentlich geil, war ein Garados. Irgendwie auch Bock und deswegen nehmen wir gerade doch erst mal ein Garados. Wir werden mal gucken, wie das so ist. Ist jetzt zwar kein Herrscher Garados, aber hey. Man kann nicht alles haben. Hey, Garados! Na, was geht ab? Bist aber groß genug, Kumpel. So, was ich bei Garados gerne machen würde, ist die Attacken umstellen, weil ich das jetzt vielleicht mal noch einsetzen werde oder zum Testen. Also, Nassschweif. Ja, sicher mal physisch, das ist schon mal gut. Speziell.
Später der Tag bei Gyarados. Ist immer so. Ist halt immer ein bisschen so Gen 1 mäßig und sich denkt, scheiße, muss das sein. Oh. Du hast ja kaum was, Alter. Ja gut, mein Orkan ist schon eine mächtige Flugattacke, keine Frage, aber es ist halt speziell und ein spezieller Angriff, der ist ein bisschen so. Ich meine, man sieht es hier. Physischer Angriff 204, Spezialangriff 105. Denkst du auch so, ja, danke für nix. So. Also. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, Freunde. Wir machen Sidequest abholen. Oh. Haben die überhaupt noch? Knirschmineral, Kullerbohne, Königsblatt. Toll. So, gerade irgendwie meine Dinger einge... Oh, scheiße. Also Knirschmineral aber garantiert noch. Kann das auch mal ablegen und den genauso. Sparen wir auch für später auf. Dann haben wir die Sonnerbomber, dann haben wir die Ebebomber M. Okay. Den anderen auch noch? Ich befürchte nicht mehr. Nein, ich hab's nicht mehr, oder? Königsblätter aber schon verbraucht, wa? Meine Materialien. Nein, kann das sein? Please don't do it. Ja, natürlich habe ich das gemacht. Oh, Scheibenkleister. Okay, kann ich das wieder ablegen, weil... Erstmal Königsblätter suchen. Verdammte Axt. Oh, das ist alles das Problem, wenn man ein bisschen vorschnell ist. Gut, ich kann glaube ich Königsblätter da vorne kauen, aber ich habe eh keine Kohle mehr. Also insofern. Lassen wir das mal und... was wollt ihr jetzt da vorne? Nee, ich habe noch was anderes zu tun. Na, der Schneedel wieder auslösen. Schutz und Sicherheit, friedliches Miteinander. Keine Ahnung. Von quasi grundlos beschäftigt werden. Tja, was Leben. Oh, sorry. Ich wollte dich von einer Mission ablenken, Michael. Nein, ganz im Gegenteil. Du hast unsere vollste Unterstützung. Wie wär's, wenn du gegen mich deinen Kampf auf die Probe... Okay, das war ein Tanuki im Team, der gut von mir aus. Das wird schnell gehen. Lumia vom Forschungstrupp. Panti. Los, Gyarados. Dein erster Einsatzkumpel. Zeig, was du kannst. Und zwar gehen wir direkt in die Vollen. Dann Tempo Nassschweif. Okay, es ist fix. Nehmen wir mal den hier. Wegen der 100% Trefferquote. Pikachu! Oh, das wird wehtun! Gyarados, du tust mir leid, komm, es tut mir so leid. Du kannst auch nichts dafür, es war einfach dieses scheiß Pikachu, so. Jetzt darf es leiden. Shelterra, das wäre zu einfach, ganz ehrlich. Axantor. Eigentlich unser Herrscher, weil wir denen noch ein bisschen eine Chance geben und so. Komm schon, mach mal. Du hast eine Pferdestärke drauf. Alter, Größenunterschied. Pikachu denkt vermutlich so, scheiße.
Pikachu! Yep. Oh! Ein Flug-Pokémon. Sieh einer an. Ey, ganz ehrlich, das ist doch Verarschung! Dieses Prio-Moveset, ganz ehrlich. Also dieses Prio-Kampfsystem in diesem Spiel. So, fertig im Gelände. Alter Schwede. Hm. Sehr schön. Ich will mich einfach ins weiße Frostland aufmachen. Ja, macht das. Ich habe gar keinen Bock drauf. Okay, wir sind geheilt. Immerhin etwas. So, Freunde. Wir haben bereits erwähnt, jetzt noch ein bisschen was mit den Quests zu tun. Und ich muss zugeben, ich hätte eigentlich Bock drauf, dann ins erste Gebiet zurückzukehren. Ein Nassknet für Orientierungslose. Okay, kann ich sogar abschließen, weil ich hab's ja. Okay, Fittlauch, das... Boah, Alter. Hartminze, Mäßigminze. Ja, schön. Ich glaube, die machen wir noch nicht, Freunde. Das machen wir so by the way und so. Traunvogels wallendes Haar. Hä? Achso. Massenhaft Pokémon aufgetaucht sein. Ah, hier, nehmen wir zum Beispiel. Pudox ist massenhaft aufgetaucht. Das wäre so die nächste Folge, Freunde. Wenn man wieder ein bisschen informiert darüber, wo welches Pokémon ist. Und vor allem, was sie hier natürlich auch haben, soll auch noch irgendwie ein paar starke Herrscher so geben. Sollen wir vielleicht mal auf die Jagd nach Herrschern machen? Ja, zum Beispiel gerne mal das Herrscher Relaxo hier. Das wäre mal irgendwie was Geiles. Ich könnte mal die ganzen Herrscher wirklich mal anzeigen lassen, aber hier soll es ja angeblich, sage jetzt mal angeblich, sogar noch irgendwie sowas wie ein Herrscher Carpador geben. Stelle ich mir auch ein bisschen witzig vor. Und da unten, genau, das hatten wir ja schon mal, war ein alten Herrscher sicher. Da wäre doch eigentlich etwas für, wenn wir einen Sherox entwickeln würden. Pi machen wir jetzt nicht mehr. Ja, komm, wir machen in der nächsten Folge, Freunde. Und irgendwo hier müsst ihr ja mal gesehen, ist irgendwo noch ein Garados. Ganz weit oben. Also ein fliegendes Garados können wir uns, glaube ich, auch mal angucken, ob sie in Wasser, glaube ich, irgendwie hier müsste sein, wa? Kannst du mal angucken, was es überhaupt so weit oben treibt. Und ja, guck mal noch, wie hier irgendwie auch mal wegen Traumufugil und Nebula, okay, um die Quest noch irgendwie hinzukriegen. Diese Kack-Bammelins. Ist halt schade, dass irgendwie nirgends, sag ich jetzt mal, ein Herrscher-Bammelin gibt, weil dann wäre es einfach, wenn ich einfach sagen könnte, okay, fangen wir auf einen Herrscher-Bammelin, weil größer ist eh keiner als der. Es gibt halt die Weiterentwicklung davon, das ist ein bisschen schade. Und hier unten haben wir damals das Herrscher Panferno gefangen. Ja. Aber machen wir schon, Freunde. Nächste Folge gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Und gehen auf Pokémon-Suche. Das wird geil. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.